Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn. Pelzig. Was ein Tag, oder? Jetzt haben wir gerade die 8. Stunde vom 10. Tag und wir sind fertig. Fix und fertig. Und der ganze Vampir-Scheiße mit dem Überfall. Manometer, jetzt können wir aber mal dem Bappe die guten Nachricht überbringen, die ich sage. Aller Hopf. Was sind sie dann? Ihr zwei Kasper? Ihr geht mal hier und geben mal dem Delrins Papa Bescheid, was da gelaufen ist. Ah, da ist er. Aber gerade sage, ist er jetzt fort, oder was? Was gibt's? Ich schwör, ist der Sarg tot. Es ist vollbracht, Papa. Der Mörder ist tot und ich bete, dass Moiras Seele jetzt in Friede ruhen kann. Mein Sohn, du bist stark geworden während deiner Abwesenheit. Vielleicht ist das Rittertum, nach dem du strebst, am Ende wirklich der richtige Weg. Ich bin stolz auf dich. Hier ist unsere Ehre und unser Glück wiederhergestellt. 10.500 Erfahrung gibt es auch noch dazu. Euch, Vater. Und der scheint wohl stolz auf seinen Sohn zu sein. Das habt ihr hervorragend gemacht, Bu. Ich ist endgültig zu mir zurückkehre. Den ich ja gern, aber die Pflicht ruft. Ich muss weiterziehen. Ja, vielleicht ist es besser so. Ist sehr erst einmal tot, kann ich mal die Schifffahrtslinie noch Kalim Schan wieder aufnehmen. Ich muss gehen, mein Sohn. Meine frühere Angestellte müssen gefunden und neu eingestellt werden. Ich wäre noch alles schicke, wenn die Dinge in unserem Sinn gerichtet sind dann um. Leb wohl, mein Sohn. Wiedersehen, Papa. Allerhaupt, das heißt, der freudlose Säufer, der kann jetzt wieder die Geschäfte von seinem Konkurrent aufnehmen. Mir, was zu tun ist. Und wir haben die Aufgabe erledigt. Okay, allerhaupt, was lauert dann noch so im Journal auf uns? Der Kult der Augenlosen. Oh, das wird auch eine richtig geile, lange Quest. Ein Stall voller Diebe, genau, du musst ich noch Bescheid geben. Jagd nach Valiga Cortala, du drängelte Korgan ein bisschen. Und Edwin will die Nessa-Rolle, genau. Okay, das waren noch so ein paar Sachen, die ich noch mal im Ach behalten wollte. Ich bin dabei. Ich bin dabei, genau. Das heißt, oh, nee, Quatsch, du ist ein bisschen näher. Gurk doch mal lieber dort hier, Jungs und Mädel. Ich werde jetzt als erstes die Quest mit der Diebe nochmal machen. Und dann gehen wir auf den Friedhof und gucken für der Ede noch den Nessa-Roller. Das war so ein amtlicher Soldat, der immer wieder rumpöbelt. Wir sind derzeit bei Stufe 12, 11 und 11. Allerhaupt, ja, ich denke, wir können durchaus jetzt nochmal die Diebesqueste machen. Dann, dafür müssen wir zu der Docks ins Hafenviertel. Dann sollten wir auf den Friedhof gehen und danach gibt es noch die Quest mit dem Kult der Augenlosen. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr cool. So, da gehen wir mal erstmal zu Maevas Gilde. Das können wir eigentlich mal umbenennen, wenn möglich. Geht das nicht? Ich weiß, dass man die Punkte umbenennen konnte. So, ja genau. Maevas Gilde ist ja jetzt nicht mehr so aktuell. Deswegen tippe ich jetzt mal ein meine Gilde. So, und die heben wir hervor in Grau. So, fertig. Ja, Allah. Meine Gilde. Dann kann ich noch dazu sagen, hier in dem Haus lauert der meiner Meinung nach übelste Gegner im ganzen Spiel von Baldur's Gate 2. Jetzt nicht von Thron des Baal, da gibt es einer, der ist noch eine Spur härter, das sogenannte Eigekerkerte. Aber hier in dem Haus lauert Kangax. Um den versuche ich mich noch im Laufe der Zeit zu kümmern, wenn man zum Schluss wirklich gut gelevelt sind. Versuche ich mich nochmal an Kangax. Das wird ein unfassbar harter Kampf. Ich kann nicht sagen, ob ich ihn bestehe, aber das Artefakt klingt ziemlich blöd, was es da gibt. Der Ring von Gax, aber der ist extremst mächtig. Das ist der beste Ring, den ihr im Spiel erwerben könnt. So, jetzt gibt es erstmal Stunk.
Ja, du Kasper. Die Angelegenheiten der Gilde Ach so, sind sehr wichtig. das war der, sorry. Es gibt kein Schier der besseres falsche Leben A als das gebrüllt. der Diebesgilde. Hallo, ich hätte euch folgen sollen und es tut mir furchtbar leid wegen dem Durcheinander mit ihrer Person, aber bei den Informant hat man gesagt, dass ihr grob die Insignie von dem Nachtmesser getragen hat. Die muss ein gefälschtes Siegel besorgt haben oder vielleicht habe ich nicht genau genug hingeguckt. Ich bin untröstlich, aber froh, dass ihr wohl auch seid. Es wurde kein dauerhafter Schaden angerichtet, ich bin auf gelegentliche Feinde gefasst. Sorgt verdammt nochmal davor, dass ich mich nicht nochmal wegen sowas aufregen muss. Ich denke, das passt. Ich versichere euch, dass ich immer sorgfältig die Belange von der Gilde verfolge werde. Ich werde sofort darauf aufmerksam machen, wenn ich etwas erfahre. Kretor hat ein Problem, das er vor euch verheimlicht. Er erfüllt die Quote, weil er sie mit seinem eigenen Gold aufstockt, da einer von seinen Taschendiebe sich selber bedient hat. Kretor hat behauptet, die Diebe müssten, wer der Täter ist, aber sie wollen es nicht verraten. Er hat mich gebeten, mich darum zu kümmern, weil ihr noch neu seid und euch noch nicht voll vertraut. So arge Liegeheiten unterliegen aber eurer Verantwortung. Du habt da recht, ich werde in meiner Gilde aktiv mitwirken. Ich werde euch die Situation mal erklären. Kretor hat 4 Diebe unter sich. Es ist eine junge Gruppe mit wenig Erfahrung und wenig Respekt. Die tun, als wären sie unschuldig, aber alle wissen, wer der Dieb ist. Der erste ist Daron Gwyn II., verzogenes Kind von einer Adelsfamilie. Ich glaube, der arbeitet aus reiner Langeweile für den Kretor oder er treibt sich gern rum. Er braucht das Geld eigentlich nicht, aber er ist ziemlich eigensinnig. Der zweite ist ein Bue namens Trant. Über den weiß ich nicht viel, außer dass er aus dem Süden kommt. Vermutlich waren seine Eltern Sklaven und er besitzt kaum etwas. Vielleicht stiehlt er, um seine Eltern aus der Sklaverei freizukaufen. Als dritter haben wir da ein Mädel mit dem Namen Chadelle. Da hat die Kindheit gehabt, soweit ich mir vorstellen kann. Die hat sich Kretor angeschlossen, weil sie sonst irgendwo hingehen konnte. Die sahen vielleicht ab, um die Ausreise aus Ardkapla bezahlen zu können, aber ich weiß es nicht. Der letzte ist so ein aufgeblasener kleiner Trottel namens, jetzt kommt's, Blut-Nachtmeister. Er ist ein Dieb und ein Kretor, weil er glaubt, das sei der beste kleine Gauner auf der ganzen Welt. Er könnte uns bestehlen, weil er glaubt, das ist wagemutig. Bunt gemischter Haufe, das könnte jeder gewesen sein. Das hätte jeder sein können, ja. Ich kann den Depp Blut ganz und gar nicht leiden. Aber das ist meine persönliche Ansicht. An dem Punkt stehen euch verschiedene Möglichkeiten frei. Das sind jetzt mal meine Vorschläge. Ihr könnt alle abmurksen, das mag extrem erscheinen oder eine Abmurkse, um ein Exempel zu statuieren. Oder ihr könnt eine Lohn kürzen, dann klaut unser Dieb vielleicht noch mehr. Aber die anderen werden wahrscheinlich dazu veranlassen, nämlich dicht zu halten. Ich würde sagen, der Lohn kürzer. Kretor kann ja nichts mehr oder weniger nichts davor. Das wird garantiert ein bisschen Unruhe in die Klick bringen. Alle wollen Gold für ihre eigenen Bedürfnisse, aber ich werde dafür sorgen, dass man sich innerhalb von einem halben 10 Tagen drum kümmert. Könnt schon sagen, in 5 Tagen, du Dappes. Ja, wie dem auch sei. Jetzt haben wir wieder da ein bisschen was erfahren. Also ich muss sagen, bei der ganzen Klasse-Queste, die man kriegen kann, ist die Diebesgilde eigentlich schon echt der coolste Haufen. Weil das bringt definitiv sehr viel Fun in die ganze Angelegenheit. Es bringt sehr viel kunterbunt gemischtes Reihe und man hat verschiedene Sachen. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Mit der Diebe, muss ich echt sagen, ist eine sehr geile Sidequest, die man als Charakter hier besitzt. Man kann vor allem schön mitwirken bei dem Ganzen, man kann das aktiv gestalten. Was ähnlich geil ist, ist, wenn man Kämpfer ist und dann seine Klasse-Quest hat, erbt man nämlich eine Burg. Das ist auch sehr cool. Alla hopp. Dann gehen wir jetzt wieder in den Friedhof. Da müssen wir aber wieder Ich kümmere mich drum. einmal absteigen. Weil der gute Ede will die Nessa-Rolle und ich weiß, wo sie steckt, glaube ich noch. Wird aber nicht sonderlich schwierig, weil... Oh, da kommt noch so ein Hansel angelatscht. Hilfe! Bitte helft mir! Zurücktreten und Abstand halten. Da ist Onkel Lester. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat jeden, der bei seiner Beerdigung war, verscheucht. Und jetzt ist er gekommen, um mich zu holen. Das ist auch geil.
Ich habe so ein Leben lang mit dem billigen Bastard ausgehalten. Wissen aber, was er bei unserem Testament hinterlassen hat? Ein billiges Hemd. Und jetzt plagt mich der Fiesling auch noch nach seinem Tod. Okay. Ja? So, wo ist er dann, der Ist Onkel schon geschehen. Lester? Da ist er. Als Zombie kommt er zurück. Billiges Hemd? Du undankbare Kröte solltest doch wissen, dass es deinem Großvater gehört hat. Ah! Er ist es! Beim Abgrund und den 9 Höllen. Wenn das nicht das billigste Begräbnis war, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Du hast meine Kleidung verkauft und mich im geschlossenen Sarg aufgebahrt. Und die Blumen hast du heute Morgen unten beim Sumpf gepflückt. Und es ist die Stimme von Minsk. Und du hast einen besoffenen Priester von Talos ein paar Kupfermünze gegeben, damit er eine profane Zeile murmelt, die sich wie Lobpreisung erhören sollen. Was für Ungeheuerlichkeit, Alter. Also wirklich. Wie hätte ich mir mehr leisten können, du alter Narr? Du hast doch dein ganzes Geld in kalischitische Hure hinterlassen. Du kannst froh sein, dass ich dich nicht einfach in den Fluss versenkt hab. Die Demütigung. Die unerträglich Demütigung, du erbärmlicher Witz von einem Neffe. Geh zurück in dein Grab, du wurmzerfressener Teufel. Nur du bringst fertig von der Tote aufzuerstehen, um mich zu plagen. Oh, ich werde zurückgehen, aber nicht bevor ich dich umgebracht hab. Widerliches Dreckstück. Bereite dich auf deinen Tod vor, Nevin. Retten mich, retten mich. Ich rette nicht und der wehrt sich auch nicht. Du dämlicher Knaller. Hat eh nicht mehr als ein Hemd und einen Stoß in die Rippe verdient. So, jetzt mag ich mal wissen, wo ich sich mal kalischitische Süßi verkrochen hat. Und letzte Quickie ist immer noch drin. Das ist so eklig. Aber ich find's, ups, ich wollte eigentlich ins Inventar. Goldmünze da dabei, der Sag Saftsack. mir, was zu tun. Ich bin dabei. Ups, nicht so Knaller. Das ist einfach so ein Ding, was sich so zwischendrin immer mal abspielt. Oder generell so Szenen können halt immer mal wieder passieren bei Baldur's Gate. Dass zwischendrin einfach mal sowas abläuft, was Ambiente. Das finde ich unglaublich geil. Weil das sind einfach Szenen, die witzig sind. Und machen die Stadt Athkatla auf jeden Fall auch lebendiger, wie ich finde. Okay, die Spinne sind noch tot vom letzten Mal. Manchmal kann es sein, dass an den Knackpunkte, wo die Spinne oder die Gegner gesessen nochmal ein paar lauern. Aber ich glaube erst, wenn man gewisse Quests triggert. Auf jeden Fall müssen wir wieder hier zurück, weil das die innere Grüfte sind. So, und da wollte Eder ja unbedingt noch der Nesserroller gucken. Allerhaupt, dann müssen wir erstmal hier. Idee, das mir zu übertragen. Ich schicke meinen Schurke nochmal voraus, dass er nachguckt. Okay, der hat sich gerade nicht versteckle können. Aber jetzt nochmal Achtung. Stillgestanden. Jesus. Ich habe mich doch extra in Schleichen ein bisschen mehr geskillt, Kerler. Und noch einmal. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Na, alle, aber jetzt. Alle hopp. So, dann können die dort hier. Ja, ich hoffe, Meiner das kann nochmal hier gucken. Obwohl er aus der Schatte rausgetreten ist. Ein bisschen Zeit hat er noch. Jo, da ist wieder die klassische Bande aus 3 Mumie und 2 Düsterschrecken. Also macht euch bereit, es wird wieder räudig, wenn die Düsterschrecken wieder ihr ekelhafte Geräusche machen. Ich persönlich finde die aber sehr amüsant. Okay, Ede jagen Feuerball rein. Okay, Mumie hat schon mal zerrobbt. Das ist sehr geil. Jetzt bin okay, da kommen sie schon arg stolpert. Alter, diese Lache. Ich finde es aber auch so geil, wie die Mumie sich bewegen. Das ist so cool gemacht. Okay, jetzt erstmal alle die Fernkampfwaffe raus. Du schmeißt den Düsterschrecken tot. Du wirst immer gut bezahlt, Korgan. Und ihr auf die Mumie. Ja, Bill, Vertrauen ist etwas für meine Waffe. Meine Waffe ist ohne Wirkung. Auf euren Befehl Okay. werde ich vorrücken. Anomens Waffe ist ohne Wirkung. Alter, diese Geräusche. Sehr schön. Okay, der kritische Schade waren 3 Schadenspunkte, nicht so besonders gut.
Okay. Was darf es jetzt sein? Ich glaube, wir können allesamt wieder auf unsere Nahkampfwaffe was zu tun ist. umsteigen. Okay. Hat eh nichts mehr gebraucht. Na gut. Ist schon geschehen. So, was hat der widerliche Krischer bei sich? Der hatte Silbercat. Ah ja, der Behälter ist voll. Stimmt. Hat der Pfeile bei sich? Das ist mal außergewöhnlich. Tatsächlich, das ist mal außergewöhnlich von Düsterschrecken. Der hat Eispfeile bei sich. Ja, Enna, der bringt, wenn nicht, du dappeter Schädel. Du dappeter Schädel, genau, du Dappschädel, wollte ich sagen. So, jetzt müssen wir da, glaube ich, hier. Und genau, da ist ein Leichnam. Wird euer Grab werden. Das ist ein Leichnam. Leichname sind bei Dungeons and Dragons mitunter die mächtigste Untote, die es gibt. Weil das untote Zauberer sind, egal ob das Hexenmeister oder Magier sind, die sich in einem Ritual, in einem nekromantischen Ritual, selber zu untote Magier gemacht haben. Die haben noch einen Teil ihrer Seele, der mit ihnen verbunden ist. Und man kann den Leichnam zwar töten, aber wenn man sein Phylakterion, wo seine Seele drin ruht, nicht tötet, er steht ja innerhalb von gewissen Tagen wieder auf. Und das macht den verdammt mächtig, zumal Leichname, eigentlich kann man ab der 12. Stufe, ist es glaube ich im Pen and Paper, kann man als Magier Ritual abhalten, um sich zum Leichnam zu machen. Aber das sind dann die schwächsten Leichname, so ab Stufe 12. Der Standardleichnam ist normalerweise bei Stufe 15 bis 18. Und höher geht natürlich immer, weil Leichname auch Spielercharaktere meistens sind mit der Schablone Leichnam. Das wird richtig heftig dann. Aber Leichname gibt es auch im Monsterhandbuch als stinknormale Monster, die entsprechend angepasst werden können. So. Das kann nicht sein, sind die Verhüllte. Wegen mir komme, bin ich nach so langer Zeit entdeckt worden. Ich bin kein verhüllter Magier, wenn's das ist, was euch beunruhigt. Ja, ihr kommt nicht von der Verhüllte, das ist gut. Sie haben herausgefunden, dass mein Schüler und ich die Künste ohne ihre Genehmigung ausgeübt haben. Wir sind geflohen vor so langer Zeit. Ich bin an den Ort geflohen mit meinen Schülern, bevor mich die Verhüllte gefangen nehmen konnten. Wir haben so viele Bücher wie möglich mitgeschleppt. Das war vor langer Zeit. Wie lang nur? Ich erinnere mich nicht. Jagt ihr für die Verhüllte? Seid ihr gekommen, um mich zu vernichten? Ihr seid ein Leichnam, also ein Leech. Warum soll ich euch nicht vernichten? Ja, will ich einen Schade zufügen? Ich weiß es nicht. Ich werde euch vernichten, wenn ich nicht das krieg, was ich mag, Leichnam. Das passt so neutral böse. Leichnam? Leichnam? Ist das, was ich bin? Nee. Habe ich im Sterbe gelegen. Vor langer Zeit war ich im Sterbe gelegen. Ich habe die Magie verwendet, um mich zu retten. Genauso wie ich sie verwendet habe, um meine Schüler zu retten. Wie lange sind meine Schüler und ich schon hier unten jagen die Magier mich immer noch. Spricht man aber in der Welt immer noch von Devacia? Ich hab nie von euch gehört. Man hat mich vergessen, der Name Devacia, Bewahrer der Weisheit, ist im Sand von der Zeit verloren gegangen. Es ist, als wäre ich in einem Traum gewesen. Meine Pflicht ist getan. Ich bin tot, oder? Und all meine Schüler sind's, ach. Oh. Wie lange ist es her? Versteckt in Furcht. Seit Jahrhunderten. Danke, dass ihr mir die Aare geöffnet habt. Die Bewahrer sind nie Kummer, um die Weisheit einzusammeln, die meine Schüler und ich gerettet haben. Sie sind lang tot. Und so muss auch die Weisheit zerstört werden. Das sagt mir, warum ihr Kummer seid. Weswegen seid ihr an dem Ort Kummer?
Genug dieses sinnlosen Geplappers. Ich will die Nesserrolle, ihr seniler Leichnam. Wenn ihr euch ihre Macht nicht zunutze macht, werde ich es tun. Gebt sie mir sofort. Die Nesserrolle? Ich hab die allerheiligst Roll bei mir. Es ist höchst gefährliches Wissen. Andere müssen davor geschützt werden, damit sie nicht vernichtet werden. Ich habe ihr Kräfte genutzt. Sparsam. Aber vielleicht nicht sparsam genug. Was lässt euch glauben, dass ihr stark genug für die seid, Magier? Sie muss vernichtet werden, zusammen mit dem anderen Wisser. Nein, ich erlaube euch nicht, solch eine unschätzbare Artefakt zu zerstören. Ihr seid ein Dummkopf-Leichnam. Ich werde die Rolle in meinen Besitz bringen, selbst wenn ich euch dafür zuerst vernichten müsste. Ihr seid der Magier. Ich bin der Bewahrer des Wissens. Und ich sage, dass ihr es nicht erhalten sollt. Okay, jetzt geht die Luzi ab. Kommt schon, belästigt jemand anderen. Es geht um deine Quest, du Dappschädel. Okay, Achtung. Oh. Ach, das ist ein Schwächling-Leichnam. Stimmt, jo. Stimmt, jo, das ist ein Schwächling-Leichnam. Der schützt sich noch nicht mal mit Zauber. Okay, das ist absolut abgespeckt die Gammel-Version von einem Leichnam. Wahrscheinlich ein Stufe 10 aus Versehen Leichnam. Das wäre sogar als Magiergegner ein ziemlicher Schlapper. Der geht aber, wenn ich er aushalte. Also wenn er ein stinknormaler Magier wäre, der wahrscheinlich weniger Trefferpunkte habe, aber der ist als Magier ziemlich erbärmlich. Als Leichnam definitiv nix. Das muss es einfach sein. Ha! Sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten werden von der überwältigenden Macht Edwin des Serons und seiner Nesserrolle erzittern. Wir haben sie gemeinsam gefunden, deshalb kehrt sie uns alle zusammen. Es ist ein Schatz und eine Gruppe. Oder wenn er die Rolle nutzt, um uns zu helfen. Ja, so darf man nicht frohen. So. Berühre die Schriftrolle und verliert ein Körperteil. Kopf, Arm, Bein, ihr habt die Wahl. Ich werde sie im Interesse der Gruppe einsetzen, das versichere ich euch. Ja, das versichere ich euch. Aber keiner außer mir wird sie lesen. 11.750 Erfahrung gab es jetzt noch. Und der Leichnam hat nur so einen rotzigen Trank noch bei sich gehabt. Also ziemlicher Quatsch eigentlich. Wie gesagt, für einen Leichnam ist das die absolute Pille-Palle-Version. So ein aus Versehen Stufe 10 Magier, der sich zum Leichnam hier gemacht hat. Das ist ziemlicher Gurk-Rotz eigentlich. Und normalerweise ist ein Leichnam absichtlich ab mindestens, glaube ich, Stufe 12. Kann auch sein, dass es drunter liegt. Aber mindestens Stufe 12 oder 13 müsste der, glaube ich, sein für einen Leichnam. Jo, und die Leichname machen normalerweise als erstes mal Zeitstopp. Das heißt, alles ist eingefroren und die Magier können, die Leichname können zig Zauber hintereinander zaubern, bis der Zeitstopp ändert. Das ist schon ziemlich arg als Zauber. Von daher, so ein richtiger Leichnam, der fetzt ordentlich rein. Das könnt ihr mal klar war. Wir werden uns auch im Laufe der Zeit mit ein paar Leichname anlegen. Da könnt ihr das genau sehen. Deswegen habe ich eigentlich schon mal darauf vorbereitet, dass Edwin den Zauber Bresche wirkt. Weil der ist klasse, um alle kleinere Zauberschutze aufzuheben. Und wenn wir dann noch Magie durchdringen und die Kelbens gewaltige Peitsche, oder wie das Dingens hieß, auf Stufe 7, dann kann man auch noch alle Schutzzauber runterkloppen, so gut wie möglich. Und das ist auf jeden Fall äußerst, äußerst praktisch gegen Leichname, weil die auch Schutz vor magischen Waffen auf sich dann wirken. Und dann helfen auch die Pluswaffe nichts mehr und auch die nochmal Magieschade ausrichten. Von daher, das ist heftig dann. Also ein Leichnam ist definitiv ein Gegner, den man niemals unterschätzen sollte. Man muss erstmal seine ganze Schutzzauber runterprügeln und dann ist man erst in der Lage, ihn anzugreifen. Und manche kann man auch gar nicht so wirklich entfernen. Okay, jetzt haben wir das gemacht, Ich würde sagen, als nächstes geht's in den Tempelbezirk, damit wir uns um den Kult der Augenlosen kümmern. Aber vorher müssen wir noch einen kleinen Abstecher machen. Und zwar möchte ich ganz gerne ein kleines Power-Up für unsere Gruppe. Und dafür müssen wir ein kleines optionales Gebiet.
Und das kleine optionale Gebiet befindet sich hier. Wird man normalerweise einfach nicht finden. Nur wenn hier bewachte Anlage steht, kann man ahnen, dass hier was ist. Und hier gibt es was extrem Gutes für die Gruppe. Und du kannst sich jeder nochmal aufmotzen, der einen Plattepanzer trägt. Du kannst sich vor allem meinen Hauptcharakter aufmotzen. Und für Edwin dürfte auch was Schönes dabei sein. Also auf jeden Fall ist es was sehr, sehr Cooles. Und den optionalen Bereich will ich auf jeden Fall machen, weil ich die Gegenstände abstauben will, die es dort gibt. So, jetzt speichern wir erstmal hier. Und dann gehen wir mal rein, das Ganze. Also rein die gute Hütte. Müsst normalerweise auch nochmal, genau, müsst auch nochmal speichern. Gut. Ihr werdet leiden. Oh ja, das werdet ihr. Alter, was eine Ratte-Stimme. Ja, dieser gute Sion hier, der schon wie so Rat spricht. Gucke mal noch, wenn du reinplatzt. Ich sollte mal prüfen, wie gut der geschützt ist, Ketter. Ich glaube, dass die Vorrichtungen inzwischen schwach genug sind, dass der Pöbel eindringen kann. Es scheint so. Nächstes Mal ein Eissturmfall? Ganz recht, jetzt hat so Eich, das ist Privatbesitz. Ihr seid ja nicht willkommen. Niemand kommandiert mich rum. Und niemand hat euch eingeladen, Freundchen. Also was wollt ihr jetzt gehen oder muss ich erst du angenehm werden? Herausforderung? Ja, dann wollen wir mal. Hoho, wie tapfer, Ketter, soll man? Okay. Das ist eine gegnerische Gruppe, mit der man es jetzt zu tun hat. Das sind allesamt konzipiert wie unser NSCs hier. Also das sind allesamt eigentlich Spielercharaktere. Konzipierte als Charakter erstellte Spielercharaktere, die in etwa auf unserem Level sind. Das sind nicht irgendwelche vorgefertigte Monster aus dem Monsterhandbuch, die uns entgegengeworfen werden. Das sind auch keine bewusst bei Quest-Aufgabe niedriger konzipierte Klasse und Charaktere, sondern das sind sozusagen Spielercharaktere, die auf unserer Stufe uns entgegengeworfen werden, die auch wirklich stark sind. Mit denen wird es definitiv sehr spaßig. Und ich mag mich jetzt erst einmal verstecken, weil hier wird gleich was ausgelöst. Deswegen wird erstmal gespeichert. Da kommt was richtig Olveres. Achtung. Achtung, wo war das? Muss dann hier irgendwo, egal wo, in der Nähe gewesen sein. Das wird dann... Ja. Scheiße, ich bin volle Kanne drin. Ja. Hier erscheinen mehrere Kreaturen. Es erscheint ein Waldschrat. Ein Nishru. Das sind extrem miese Viecher, die saugen Magie ab, Nishru, und können dir auch magische Gegenstände kaputt schlagen am Leib und können auch von Zauberstäbe die Ladungen absaugen. Sehr, sehr gemeine Kreaturen. Moment, wo war dann Nishru? Genau, ein Oger-Berserker, nochmal ein Waldschrat, ein Ifrit, das sind Wesen von der Feuerelementarebene. Und ein Glabrezu, das ist ein Dämon. Und zwar nicht gerade ein niedriger. Okay, Ede pfeift nochmal einen Feuerball rein. Okay. Ich warte. Und? Ich werde unbemerkt. Schon geschehen. Gut. Okay, Hauptsache die zerstörende Nishru, vor dem habe ich am meisten Bammel. Ich kann es mal so probieren, Achtung. Jo, alles klar, den Nishru habe ich jetzt auch gekillt, der war meine größte Sorge, weil ich hasse es, wenn die uns einfach Magie abzwacken. So. Jetzt erstmal auf den Dämon drauf. Weil der Dämon hält doch schon was aus. Boah, Alter. Und der Dämon zieht auch ordentlich Schade ab. Und der Ifrit ist die ganze Zeit nur darauf bedacht, den Dämon abzuschwadern. Okay. Er greift jetzt wenigstens Korgan an. Der hält wenigstens was aus. Puh. Ein Schädelspalter, ja. Aber er ist auch vom Ifrit in die Zange genommen. Und der Glabrezu hat 12.500 Erfahrung gegeben. Also es ist schon verdammt stark, das Wesen. So, jetzt alle drauf. Naja, scheiße, er ist zu einer Gasform mutiert. Das heißt, der kommt gleich wieder. Ich stehe euch zu Diensten. Der ist derzeit nur in der Versenkung, könnte man sagen. Der kommt wieder.
Zeig die Richtung mit dem Schwert. Ich werde angreifen. Anomen, mach doch mal bitte. Ah, Mist, der hat die ganze Sache schon gewirkt. Machen wir es halt so. Gut, jetzt noch einmal. Jetzt nochmal auf der Ifrit drauf. Die sind durchaus auf dem Level 800 Grad schlechte Gegner. Der gibt 8000 Erfahrungspunkte und hat einen Krummsäbel dabei gehabt. Allerhaupt. Gut, der Recht, das war Pöbelmonster, das war absolute Murks. Aber ein Nischru ist definitiv nicht zu unterschätzen. Vor allem, wenn ihr euch einen Nischru im Nahkampf stellt. Sorgt dafür, dass ihr keine magische Gegenstände drin habt, weil der Nischru ist ein Magiefresser. Der liebt Magie zu Fresser und zu Sauger und dementsprechend kann der magische Gegenstände vollkommen zerstören. Deswegen bin ich sehr paranoid und muss immer noch im Kampf gegen Nischru mein Inventar checken. Das ist wirklich nicht gerade ohne. Okay, jetzt müssen wir da wieder rein. Also ich mag Hyde auf jeden Fall nochmal hier, hier mag ich auf jeden Fall nochmal den Stockwerk gecheckt haben, damit wir uns morgen dann der eigentliche Gruppe widmen können. Und die Gruppe hat es durchaus in sich. Das sind, wie gesagt, allesamt als Spielercharaktere konzipierte Leute, die als gegnerische Gruppe hier fungieren. Macht man im Pen und Paper auch ganz gern. Ein dunkler Pfuhl finsterster Verderbtheit, falls es je so etwas gegeben hat. Wenn es nicht der Orden tut, dann werden die Götter die Menschen für diese Sünden zerschmettern. Ja, Halligosch. Also im Pen und Paper macht man das ja auch auf höherer Stufe mal ganz gern. Aber eigentlich ist es egal auf welcher Stufe, aber auf höherer Stufe macht man sowas ganz gern, dass man der Spieler in der Gruppe, dass man denen ganz gern eine gegnerische Spielergruppe entgegenwirft. Okay, das Säurepfeile sind Quatsch, die braucht man nicht. Das andere können wir uns mal durchaus angucken. Ja, deswegen, das ist jetzt unsere erste richtig große Herausforderung, würde ich sagen. Schutzformel gegen Kälte, sehr schön. Das kann Dorai, das geht an Vikonia. Und hier haben wir einen Morgenstern, den ich ganz gerne untersucht hätte. Ein Morgenstern plus 2, okay. Der geht an Anomen, der kann ein bisschen was aufheben. Und das Zeug, was ist denn das? Schild. Okay. Lern den mal. Okay, so. Dann gehen wir dort hier. Und zack, gucken wir mal auf Falla. Hier scheint aber nichts zu sein in der Küche, oder? Hier ist was. Und was ist drin? Oh, das ist gut. Das ist sogar was richtig Gutes. Okay, dann mag ich, dass ihr euch hier positioniert. Weil wir werden in der nächsten Episode morgen ein paar fiese Tricks anwenden, um die gegnerische Gruppe nicht in voller Stärke zu erwischen. Das ist die Schutz vor Energie. Das ist äußerst praktisch. Ein Stufe 8 Zauber. Sehr, sehr mächtiger Zauber. Jo. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig, wo wir uns dann Sion und seiner Gruppe gegenüberstellen. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee. Intervention, stimmt ja gar nicht. Mir ist gerade eben aufgefallen, natürlich, das war so sehr in meinem Rhythmus schon drin, dass ich sage, wir sehen uns morgen wieder. Natürlich sehen wir uns leider nicht morgen. Ich bin ja ab morgen für 2 Wochen in Israel. Wir sehen uns erst am Mittwoch um 6.9. wieder. Ich bin ja in Israel auf archäologischer Prospektion. Für alle, die nur Baldur's Gate bei mir gucken, mag ich das jetzt halt nochmal erklären. Wenn ihr Uncharted und Secret of Evermore gesehen habt, dann wisst ihr das natürlich auch. Aber ich muss leider auch hier nochmal erklären. Ich bin ab dem 22.08. bis zum Mittwoch, der 6.9. in Israel auf archäologischer Prospektion. Wir schauen beim Nordwestufer vom See Genezareth noch einer Fläche zwischen dem Palast Kirbet Alminia und der Höhesiedlung dem Tell, eisenzeitlich und bronzezeitlich Kinneret, gucken wir auf einer Fläche von 2 bis 3 Quadratkilometern nach, ob dort eventuell Siedlungs- oder Begräbnisspuren noch sind. Und das ist eine ziemlich große Arbeit, deswegen werde ich in der Zeit leider nicht veröffentlichen können. Nach Israel werde ich aber auf jeden Fall ein Video rausbringen und euch mit Bildern zeigen, was ich so erlebt habe, was ich so gesehen habe und was so passiert ist. Und wie gesagt, es tut mir leid, in den 2 Wochen ist leider nichts, aber das ist halt Erwert.
wenn die Erwet ruft, das geht vor. Aber ich würde sagen, ihr könnt euch nochmal andere Let's Plays angucken. Und ich kenne meine Abonnenten nur als treue, wunderbare Menschen. Und ich weiß genau, ihr werdet mich nicht deabonnieren. Und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, bis wir uns am Mittwoch, das 6.9. dann wieder sehen. Also machen's gut und habt einfach Spaß, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder in alter Frische und dann wieder am 11.9. gestreamt bei mir. Also freuen euch schon mal drauf auf Observer als Stream. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis zum 6. September. Ayan Yankee.